Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich hier schon mega viel Zeugs vorgenommen. Ich habe schon ein bisschen etwas vorbereitet und zwar möchte ich gerne mit euch zusammen ein XL-Journal machen. Ich kann euch das mal zeigen, was ich hier schon vorbereitet habe. Und zwar habe ich einfach aus einem alten Buch, das ich nicht mehr brauche, die Seiten rausgenommen und nachher das einfach so eine Collage gemacht. Das ist ein ziemlich grosses Buch, also das ist fast A4 groß, nicht ganz. Darum wird das ein riesen Projekt, also so ein grosses habe ich noch nie gemacht. Es ist für relativ schmal und ich habe also ein bisschen gestruggelt mit den Signaturen. Ich habe schon ein bisschen auch die vorbereitet, ein bisschen rausgesucht. Das sind ganz verschiedene Seiten, ein bisschen gestempeltes Papier, ein bisschen Musikpapier, ein bisschen Scrapbook-Papier. Das ist mit Servietten und Aquarellfarbe. Dann habe ich so ein bisschen aus Büchern coole Seiten rausgenommen. Genau. Und habe die, was A4 war, habe ich einfach mit einem grossen Washi-Tape zusammengeklebt. So sieht das ein bisschen aus. Hier drinnen habe ich noch etwas, das ist auch mit so glänziger Aquarellfarbe angemaltes Papier. Das war ein grosses. Das habe ich einfach, das war sogar noch grösser. Das habe ich dann aber angeschnitten und halbiert. So ist das. Ein bisschen Kaffee gefärbtes Papier, ein bisschen Avocado gefärbtes Papier. Ja, das sind meine Signaturen, die ich parat gemacht habe. Die sind natürlich noch nicht zugeschnitten, die sind noch viel zu gross. Aber das kommt jetzt heute auch gar noch nicht dran. Sondern jetzt wollen wir zuerst mal das Cover fertig machen. Und zwar wollte ich vorne das Bild drauf haben. Und das, ihr habt es ja schon gesehen, mit dem ganzen Spitzenzeugs hier irgendwie noch so ein bisschen verschönern. Und hier innen drinnen brauchen wir noch einen Streifen, irgendwas. Das weiss ich jetzt also auch noch nicht, was das gibt. Da haben wir irgendwie so ein hübsches, wo da gerade reinpassen würde. Aber das ist ein bisschen zu durchsichtig. Vielleicht müssen wir dann gleich noch irgendwie so eins noch zusätzlich drauf. Das wäre natürlich auch noch herzig. So. Und nachher mal schauen, wie das aussehen, wenn das da drauf ist. So, ja, wieso eigentlich nicht? Das würde eigentlich noch gar nicht so schlecht aussehen. Und sonst habe ich noch das. Das müsste man einfach dann doppelt nehmen. Also einmal so und einmal so. Das ist dann aber vielleicht ein bisschen langweilig. Oder was? Wir werden hier auch noch ein zweites drauf tun. Das kommt ein bisschen mehr zur Geltung. Aber das gefällt mir also schon fast ein bisschen besser. Was haben wir denn sonst noch? Hübsches. Natürlich hier von dem grossen. Aber das ist zu gross und zu durchsichtig. Da muss man sowieso darunter auch irgendetwas haben. Ja, ich glaube, ich nehme das, weil das Coole ist, an diesem Bändchen, das ist ja nicht symmetrisch. Und wenn dann dort Signaturen drin sind, fällt das überhaupt nicht auf, wenn es auf der einen Seite so aussieht und auf der anderen Seite so aussieht. Das merkt man auch gar nicht. Ja, ich glaube, ich mache das so und nehme dann von dem hier natürlich ein längeres Stück und tue das hier noch so in die Mitte rein.
Genau, das wäre einmal gut. Jetzt ist die Frage, wie wir das aussen machen mit dem Bild. Ich möchte gerne hier irgendetwas drunter haben und darüber rein habe ich mir überlegt, möchte ich gerne von dem, oh, jetzt klebt mir wieder alles an den Finger, jetzt habe ich extra das Handy gerämt, dass das nicht so fest an meinen Händen hängt, immer da, so nervig. Ich habe gedacht, ich schneide das hier ab und mache dann das irgendwie so, hä? Oder? Weißt du, was ich meine? So rundherum, das klebe ich dann so drauf auf. Ein Reihe von dem. Oder müssten es sogar 2 sein? Ah. So. Vielleicht sogar so. Oh. Das eins so gegen diese Seite und eins gegen diese Seite schaut. Ich glaube fast, ich muss das so machen. Genau, hey, ich hoffe, ihr seht irgendetwas. Ich muss hier irgendwie mein Gebastel, weil das so ein grosses Buch ist, muss ich meine Kamera mega weit oben haben. Genau. Drum. Das wäre auch noch was Hübsches gewesen. Aber das Gechte, ja, das ist ein bisschen klein. So, jetzt ist die Frage, was wir drunter wettet. Das finde ich eben auch noch so schnusig. Aber ich glaube, es ist mir ein bisschen zu quadratisch. Oder einfach so. Naja. Naja. Und dann das drüber rein. Nein. Nein, es passt mir nicht. Ich habe da das Gleiche noch in rosa, wenn ich den Anfang finde. So. Würde natürlich super zum Bild passen. Aber es ist vielleicht ein bisschen too much. Vom Gleichen. Das, was ihr noch hinten hört, vielleicht, ist das Hündchen, das sich ein Nestchen baut. Also es stirbt nicht, es tönt so, wenn es sich so ein Nestchen baut. So, ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu viel vom gleichen Gemüsterl. Nein, das da kommt nicht unten. Wie wäre es mit dem? Das finde ich natürlich auch mega schön. Aber es ist auch wieder ein bisschen zu fad. Oder das noch drunter. So als Rahmen. So irgendwie. Und nachher das drauf. Ich finde das so blöd. Hätte man auch ein Stückchen abschneiden jetzt hier zum Austesten. Also. Ich glaube. Oh. Könnt ihr es euch vorstellen? Ich kann es mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das permanent an meinen Fingern hängt. So, fort mit dem Zeug. So, also, jawohl, ich glaube, ich mache das so. Und zwar, da brauchen wir noch ein bisschen längeres von dem. Ziemlich eine grosse Runde von dem. So, das soll wirklich grosszügig sein. So, und das oben. Mal schauen, wann ich da abschneiden muss. Du gehst mal weg.
Also Moment, ich habe jetzt hier zu viel Material. So. So und... Wie soll denn das da sein? So. Das spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Könnte das unten sein, dass man das nicht so gut sieht. He? Also dann kann es noch ein bisschen weiter rauf. Ist so gut. Das schneiden wir hier mal ab. Zack. So, und dann eins, das gleich lang ist wie das. Die zwei sind gleich lang, sehr wahrscheinlich, ja. Ich weiss nicht, woher die Stückchen kommen. Aber dann können wir die so ja gerade super aufbrauchen. So. Dann kommt das hier drauf. So, und jetzt noch das hier. Da habe ich noch mit Zickzackschere abgeschnitten. Das machen wir weg, glaube ich. Ein bisschen rauf. So, von dem auch noch ein zweites für auf der anderen Seite. Und dann schauen wir dann, wie das aussieht. Und damit das schon mal steht, können wir das schon mal einmal ankleben mit dem Heißleim. Dann mache ich das, glaube ich, am gescheitsten. So. Ja, also das finde ich jetzt also schon noch recht schön. Ich glaube, das klebe ich jetzt gerade mal so auf und das mit dem habe ich dann nachher noch. Ich glaube, ich muss das Ganze ein kleines bisschen aufnehmen. Weil so von der Bildaufteilung sollte es ja schon ziemlich in der Mitte sein, aber oben darf immer ein kleines bisschen weniger Platz sein als unten. So, gut, also. Dann kleben wir doch einmal. Und ich glaube, ich klebe zuerst die, dass ich das nachher drüber rein kann. Oh, es zieht schon wieder Fäden. Oh. So. Genau, jetzt muss ich natürlich wissen, wo das diese herkommt. Sind die genug weit auseinander? Ich glaube es. Komm, ich glaube doch gerade den an. Dass das nicht mehr verrutscht. So. Gut,
weil dann wissen wir gerade, der kommt hier her. Abchecken, ob es stimmt. Jawohl, jetzt sind wir ein bisschen zu weit hier hin. Wie ist jetzt da passiert? Tja, jetzt ist es halt so. Gut. Und dann kommt jetzt noch das dran. Ui, mein Leim verschwindet. Da muss ich noch füllen. Ah! Es drückt durch. Gut. Dann, oh, super, es tropft. So, ich bin überhaupt nicht der Heißleim-Klebmeister. Ja, nun. So, kann ich jetzt weg? Gut, ja, wieso bin ich jetzt so weit hin? Was ist jetzt da passiert? Herrje. Und da habe ich jetzt vergessen, welches muss oben und unten sein. Bravo. Aber ich glaube auch die langen. Ich glaube, die langen sind drauf oben. Kann das sein? Ja. So. Ist das gut so? Ja. So, das kann ich jetzt ein bisschen besser andrücken, ohne dass ich mir die Finger verbrenne. So, jetzt machen wir doch gerade die wieder drauf. So, dass wir genau wissen, wo der herkommt. So. Und das drauf. Ui, da drückt es ein bisschen durch. Dann war das vielleicht ein bisschen zu viel Leim gewesen, ja? So liegt. Oh ja. Genau. Und jetzt kommt natürlich noch die Tasse da drauf. Da ist es jetzt nicht so schön abgeschnitten. Und da auch nicht, aber das macht nichts, weil es kommt ja dann noch Spitzen drauf. So, zack, schnell. Ich habe immer das Gefühl, im Heißleim, ich bin viel zu langsam. Ui, was haben wir jetzt da für einen... Was ist jetzt das? Hey? Was ist da? Ist jetzt etwas drunter gewesen? Da ist irgendetwas... Herz? Oh nein! Oh nein! Jetzt kann ich es natürlich nicht mehr annehmen. Was ist das? Oh! Also etwas Dummes.
Ja, ich glaube, ich muss da irgendetwas draufkleben. Was ist das? Kann doch nicht sein, dass das schon so hart war. Sehr merkwürdig. Ja, das verreist mir da das Papier. Ganz komisch. Okay, gut. Das kommt das mal schnell ein bisschen weg, weil jetzt muss ich hier die Spitze abschneiden. Und jetzt weiss ich natürlich nicht, wie viel ich brauche, aber ich habe gesagt, ich nehme das Doppelte. Das heisst, wenn ich es kann, dann kann ich es gerade so doppelt abschneiden. Mal schauen, ob meine Schere sagt, jawohl, das machen wir. Also, wenn ich mir jetzt hier so denke, ich werde das jetzt so ein bisschen zusammenstoßen zum Aufkleben, so ein bisschen Räuschchen gibt, dann brauche ich insgesamt ungefähr pro Länge 1,5 Mal Länge vom Bild. So, jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Also ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, ich muss das wirklich so ganz punktuell machen. So. Und dann das so draufsetzen. Ah, Finger verbrannt. So, oh, oh! Finger vor allem angeleimt. Oh nein! Oh! Oh, oh nein! Ich meinte, ich könnte das einfach so draufsetzen. Oh Gott. So, aber also der Plan, dass es nachher so aussieht, wäre schon mal gut. Jetzt muss nur noch die Ausführung ein bisschen besser werden. Ich habe da so ein Plastikteil, wo schon ganz viel Heißleim dran klebt, wo ich so gedacht habe, das kann ich dann wieder abknübeln, aber das irgendwie nicht wirklich geschafft habe. Ich probiere es einmal mit dem. Irgendwie ein bisschen anzudrücken oder keine Ahnung. So. Naja. Ob das jetzt etwas nützt. Puh. Ja, jetzt haben wir ein bisschen zu viel. Ah, ich kann es noch ein bisschen ziehen. Oh, jetzt habe ich es hier an den Rand geklebt. Wieso? Ich will es doch nicht so weit hin. Ich will es mehr auf dem Bild. Wieder die Finger verbrannt. So sieht das aus. Ja, das hier war fast ein kleines bisschen überflüssig. Das sieht man hier fast nicht. Aber ja, ein bisschen blitzt es schon nach unten führen. Und da sind wir ein bisschen zu breit. Und das ganze Zeug ist ein bisschen zu weit hinten. Und es hat noch ein bisschen weiter rauf dürfen. So, aber hey, man kann immer so super mega kritisch sein, gell? Mit seinem eigenen Zeug. Und ich glaube, also sonst gefällt es mir mega gut. Natürlich stört mich da das Ding. Ich weiß gar nicht, ihr seht es wahrscheinlich gar nicht so gut, aber es hat da wirklich, irgendetwas Herz ist da drunter gewesen. Vielleicht so ein getrocknetes Kügelchen da vom Leim, wo jetzt alles an meinen Fingern ist.
Genau, und darum ist jetzt das hier so blöd. Irgendetwas müssen wir dort jetzt also auf jeden Fall noch drüber reinkleben. Oh. Und vielleicht könnte man ja eigentlich aus dem hier so ein Blümchen rausschneiden. Also mal schauen, wo. Vielleicht hier. Zack, zack. So, dann könnte man das einfach hier drüber reinkleben. Oder so doppelt. So, vielleicht. So. Oh ja. Ja, ich glaube, das machen wir. Hey, Not macht erfinderisch, gell? Zack. Und jetzt kommt das einfach hier drüber rein. Und dann machen wir nochmal ein kleines Tüpfchen drauf. Oder ein Kreischen. Oder ein was auch immer. So, und eigentlich könnte man jetzt in die Mitte noch irgendetwas tun. Ein Glitzersteinchen wäre cool. Aber jetzt habe ich gerade keins hier. Das können wir ja später immer noch machen. So. Ja, ich glaube, das ist super. Aber ich finde auch, irgendwie braucht es noch einen Rand. Weil das ist mir jetzt so ein bisschen zu bauschig in der Mitte und aussen durch ist es so flach. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier als Rand könnten kleben. Ja, ich lege gerade voll in die heiße Leinbescheine. Das macht Sinn. So, irgendein Rand. Ich meine, ihr könnt auch verschiedene Rand machen. So. Nein, das ist mir jetzt also gerade ein bisschen zu ähnlich. Und hey, was ist denn hier passiert mit dem? Das weiss man nicht so genau. Also eher weiss. Aber habe ich denn, wenn ich da jetzt weiss mache, so ein breites, dann ist alles zugedeckt. Da haben wir noch irgendwas, aber das ist auch nicht weiss. Aber das ist herzig. Würde natürlich auch gehen. Und sonst machen wir dann nur oben und unten. Oben und unten das. Oder vielleicht doppelt sogar. Das wäre krass. Das noch drüber rein. Ist das too much? Oder was? Oh. Sehr herzig, aber ein bisschen zu wenig Kontrast. Wie wäre es denn mit dem da? Oh, das wäre natürlich sehr herzig. Oben und unten so. Und vorne kann man vielleicht dann noch einen Verschluss hermachen. Das würde mir passen. So irgendwie eine Schnalle oder ein Bändchen oder so. Das weiss ich jetzt also noch nicht. Das hätte also noch Zeit. Aber ich glaube, das mache ich jetzt also noch da. Einmal so. Und dann für unten auch noch einmal. Und das hier drauf. Eigentlich hätte ich etwas Rosarotes noch ganz schön ausgesehen, da wegen dieser Dame. Jetzt kleben wir mal das auf.
So. Zack. Und noch ein dünnes fürs dünne Bändeli. Sehr schön. Ah, super, ihr habt gar nichts gesehen. Bravo. Dass alles viel zu weit oben ist. So, aber jetzt. Voilà. Jetzt sehen wir etwas. Da kommt jetzt gerade ein bisschen viel Leim für. Oh, das ist sowieso. Ich habe viel Leim gebraucht. Und viele Nerven hat es mich gekostet. Aber es sieht hübsch aus. Ich finde es schön. Also es ist auf jeden Fall so rausgekommen, wie ich mir es etwa vorgestellt habe. Das ist schon mal gut. So, und ich glaube, jetzt leime ich das noch rein. Aber das mache ich ja nicht mit dem Heißleim. Habe ich jetzt gesagt, das noch rein, gell? So, ja. Genau. Also, fort. Dann da mal schön gerade abschneiden. So. Und so. Prima. Und jetzt noch dem. Machen wir gerade gleich groß wie das da ist. So. Genau, für das nehme ich den. Da muss ich schauen, da hat es nicht ganz. Dann müssen wir natürlich zuerst das noch ganz runterkleben. Sonst hebt der Rest auch nicht. Und ich glaube, ich mache hier ein kleines Rissli rein. Genau. So, jetzt hebt es. So, dann streiche ich das jetzt noch schnell ein bisschen, damit es möglichst wenig durchdrückt. Was ja jetzt in dem Fall nicht so wahnsinnig schlimm wäre. Weil ja nachher dann die Spitze noch drauf kommt. So. Da klebe ich es jetzt nicht ganz an, glaube ich. Das darf von mir aus so ein bisschen rumflattern. Und dann kommt jetzt noch das da drauf. Wow! So, das darf jetzt noch ein bisschen trocknen. Und ja, die Rückseite müssen wir natürlich dann auch irgendwann noch dekorieren, aber da habe ich jetzt noch überhaupt keinen Plan. Da muss ich mir noch etwas Gutes ausdenken. Ich nehme an, das nächste Mal, wenn wir die Signaturen zuschneiden und rein tun, und dann finde ich, ist doch das ganz ein tolles XL-Journal geworden bis jetzt. Ich muss mich ein bisschen erholen von dieser Heissleimerei und mir da meine Finger wieder irgendwie ein bisschen befreien.
Ja, und dann hoffe ich, euch hat es auch ein bisschen Spass gemacht beim Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.